Seid alle gegrüßt. Ich bin David Braun und es freut mich zu öffnen die Serie Lektions wegen der jüdischen Zivilisation, wo es kommt vor alle Jahr bei der Sommerprogramm für jüdischer Sprach, Kultur und Literatur aufgenommen von Uriel Weinreich beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut JIWO. Und ich bin der Programmdirektor. Die Sommerprogramm kommt vor, sind 1968, Jahr ein und Jahr aus, a viele nicht durchgelassen, die 2 Jahre Magefet Neuem von Verspartkeit. Wir haben in 2019 eingeführt ein bisschen ein neues, oder öfter besser gesagt, Michael Mason gewinnt, ein Programm, was ist gewinnt mit Jahren und Jahren früher. Und das ist eine Serie Lektionen für unsere Talmiden, was wir haben geöffnet von breiten Eulen. Der breite Eulen soll können sein, verbunden und naschen von unser Sommerprogramm. Euch ist das der Fall, sei offen, die dosige Serie, offen für unsere Studenten, Verschriebene in der Sommerprogramm, wie euch für der ganzen Welt auf der Internet, wo es guckt, sagt zu. Und mein speziell Vergnügenheit ist zu begrüßen Gershon Preisen. Gershon Price oder auf Englisch Dr. Joshua Price, Josh Price, ist ein Lehrer von Jiddisch und jiddischer Literatur beim JIWO, sind 2018. Er hat sein Doktorat von Columbia Universität und er ist ein der es heißt älter Lektor, Gott sehr alt ist er noch nicht. Er wird sich noch älteren, dort und bei uns und sich marinieren dabei in der jiddischen Literatur. Er ist der älter Lektor in Yale Universität für Jiddisch und jiddische Literatur. Er hat verschiedene Interessen legabe der jiddischer und der jiddischer Literatur und der Weltliteratur und speziell die Begegnung zwischen die beiden, die Modernität und wie also die moderne jiddische Literatur ist in einem Dialog mit der Weltliteratur. Und ich gebe jetzt das Wort Gershenen. Gershens Thema hat den poscheten Titel. Ein poscheter Titel ist aber paradox, weil was poscheter der Titel als tiefer die Thema, kann man öfter sagen, weil in dem Fall gehen die Rede wegen Chaim Grades Poesie. Nimm das Wort, Gershon. Dank. Ja. Äh, Koidem kol will ich danken Reb Dovden für der Verbettung. Das ist ein Cover und ein Vergnügen zu halten, ein Referat in der Sommerprogramm und auf Mame Loschen dazu. Äh, und jetzt will ich sich teilen dem Menset. Ja. Wenn seid fein. Gut. Age muss ich noch zugeben, Klang. Eine Minute. Ja. Ich will euch danken und anerkennen, unsere heutige gerade Mumchem. Katointi, seine Arbeit befragt die Magisterarbeit von Jehude Dovber Zirkind, hat Anaschier bereichert unser Verstand von Grades Werk und Leben auf ins Mach von sein Archiv in Jivo. Wie man sagt, Belaz hat Chaim gerade die Tag am Moment. Die Übersetzung von seinem Roman Beis Horav hat man geläubt an Atem in die hohe Fenster von der englischen Periodik. Und Hacke mit Recht. Aber wie Chaim gerade allein hat übergegeben, David Fischmann, hat gerade sich gerechnet für ein Poet sein ganzes Leben. Geboren in Wilna 1910, hat er geschrieben nur Poesie die ersten 2 Jahrzehnte von seiner Karriere von 1932 bis nach der Milchome. Wenn, nach ein paar Jahren Sowjetenverband, Paris und Lodz, hat er sich besetzt in Amerika in 1948. Nur dort und nur demmelt, in Gauls Bronx, hat er angehoben schreiben Prose. Aber er hat keinmal nicht aufgehört schreiben Poesie, sagt er zu Fischmann in die späten Bronxer Jahren. Die Romanen, Referaten und so weiter seien nur 5% von mir. Wie kann das sein? Wie hat gekannt
einer von den größten jüdischen Prosaiker, bekannt auf Englisch und Hebräisch, sich halten für ein Poet. In dem Referat will ich proben zu gräten den Boden für eine Antwort auf der Frage. Zum Ersten will ich sich erlauben, heulig zu sein, auf gerades Proports von 95% Poet. Ich wollte besser gesagt 50%. Sein Prose und Poesie spannen sich ein in eine reiche Dialektik. In einer von seinen Redes verteidigt er die Meiles von Prose nach der Milchome. Ich hab euch mein eigenem Jisker-Buch, mein eigenem Pinkes. Das seien meine 10 Bücher, Lieder und Poemen, die gedruckte und noch nicht gedruckte Bücher und Erzählungen und Romanen. Ich bin geworden a vieler Prosaiker. Das heißt, ich hab angehoben schreiben Prose bloß zu lieb dem, der ich soll sein freier in Herausbringen alle vergedenkte und verschnittene Gestalten, was haben mich beschworen, ich soll sie mich Mesem sein. Ihr wisst sicher alle, als die poetische Form ist eine gebundene und lasst sich euch so frei nicht ausdrücken, wie ihr könnt sich ausdrücken in Prose. Die Welt wird von mir gewinnt Pust und wisst, wenn ich kann in der dosiger Welt, Gott künstlerisch, nicht ausleben und bevölkern mit die alle verschwundenen Gestalten von meiner heimischen Gesslach. Und was ich soll nicht schreiben, bin ich bloß Mäusef. Gib ich zu Blätter zu mein Sefer, has ich reines. Für mir ist der Churben nicht kein dichterische Thema, was ein Dichter lässt aus von sich. So soll ich nicht kein Koschmar, von welchen man habt sich auf. Von einem Koschmar steht man doch auf. In der Erklärung ist das Hauptschliches von dem gollistigen, noch milchomedigen Schreiber zu gedenken, rekonstruieren a chorve Welt, befreutert. Gott's Poesie ist allein ein ethiker Mittel, in Schreiben als Pinkes, ist das euch nicht genug. Die formelle Begrenztheit von Poesie, nicht geguckt auf die Möglichkeiten von Epos und Elegie, in welcher Grade habt sich Hona so stark. Als Begrenztheit, Gebundenheit, lasst nicht dem Schreiber molden a geherig Totalbild von die Churves. Zurückgerät aber, ist Prose euch begrenzt. Also schreibt gerade zu Avram Bornstein in 1973. Kann ich sich nicht herausreißen von Jeden und Jüdischkeit a viele in ein Roman, in ein Erzählung. In die Lieder bin ich universal, in der Prose durchaus jüdisch traditional. In einem ähnlichen Schmues mit Harold Ribelov von 1980 sagt er also, ich will das nicht lernen, ihr könnt lernen auf Englisch. Die Prose macht dem Schreiber provinzial, lokal und besser so, sagt gerade. Zu die, was haben ihn beschuldigt in Lokalism, hat der Mond Balzac in Paris und Dickens in London. Gerade es Wilne, das heißt, ist eine Welt für sich, mit enge, uneinsoffige Horizonten. Wie er sagt in sein Schmues mit Avram Tabachnik, der kulturellste Winkel in der Welt ist für mir Jatke-Vergass. Das arme Gessel, wo es hat mein Mame gelebt. In dem sehe ich dem höchsten Ideal und Otis die Gas. Bekitzer, a gewünschener Lokalism und ein mehlediger Universalism. Die Poesie gebunden in Form und frei in Inhalt. Die Prose geschmied zu ein geografisch und geistig Ort, aber rachfestig und offen. Gerade der Künstler darf beten. Es lohnt sich umkehren zu der Mames Winkel, zu dem Gessel in Wilne. Und dort ist die Mame. 1932. Gerade ist alt, 22 Jahre. Nur was reist von einer 10 Jahren in verschiedenen Yeshivas. Er hebt an Drucken seine ersten Lieder in einer religiösen Zeitung. Er wohnt mit der Mamen allein in einem armen, wüsten Häuf. Der Tate nicht da, paralysiert in 1919 und gestorben in 1927. Gerade und die Mame wohnen in einer Kuznie, einer Schmiederei. Das heißt, eine Hälfte von dem Zimmer ist auf der Stadt und die andere Hälfte ist eine Diere, also zu sagen. Der Mames Parnasse verkaufen verfrorene Äpfel auf der Gas. Der junge Poet, Avram Sutzkever, kommt zu Gast.
Sutzkever hat früher sich bekannt mit Graden durch den Poet und Klautor Schmerke Kaczerginski. Derweil seinen Grade und Sutzkever relativ unbekannt. In ein paar Jahren herum, das heißt in die Jahren von dem Bild, wählen sie beide gehören zu der Gruppe Jung Wilne. Sutzkever der lyrischer Seil und Grade der nevischer. Und Otte sehr Journal, das ist ein bisschen später. Der Monendig in 1962, sein Besuch in der Grade Kuznie, schreibt Sutzkever. In der glühenden Finsternis hat gespielt eine rhythmische Musik von tanzenden Hammers. Als man kommt rein in den Palaz, schreibt weiter. Die Wand, Sforem, auf den Tisch, an einer Kreiet Schwarzbräut, ein Bleier und ein Dickbuch, öfter von 1000 Seiten. Ich habe es getan Blätter. Das Buch ist gewinn zusammengenäht von kleineren und größeren Büchern jüdischer Poesie und verschiedenen Formaten. Jehoiash, Rosenfeld, Leivik, Leilis. Wenn gerade hat mich herausbegleitet, sind schon die Schmieden in der Kuznie nicht gewinn, nur ich habe noch alles gehört, sehr Hammerklang. Bei der Hornie hat geklierte Feier. In dem Kuznie-Feier hat der Poet ausgeschmied in die Nacht sein Jecheskel, sein Gewehen von Deures, sein Ukrainer-Porisch. In Ort dem Feier hat ausgetigelt sein starken Ja. Von Ort dem Feier, getreu aufgehitten Herzen, ist geworden der Mensch von Feier. Und auf ein Leiter, angelehnt an der Kuznie, halt in Steigen in New York. Der Kuznia-Palaz, wo der Rhythm von die Hammers hat sich zu neu gegossen mit dem Rhythm von der Poesie, was gerade hat, sei geschlungen, sei geschaffen, ist on a Sofik grades Kodsche Kadoshim. Und es ist nicht kein Zufall, was Punkt die Szene, die Mame in der Heim, figuriert in dem ersten Lied in grades erst Buch Ja, 1936. Ott deklamiert gerade allein. Das Lied, was ich lerne, ist Meine Mami, ist das erste Lied in meinem ersten Büchel, so geheißen Ja. Meine Mami. Die Backen eingefallen und die Augen halb noch offen, hört meine Mami, wie es sieft in ihre Knie. A ganzen Winter, die Knie in der Früh, auf alle Märkte herumgelaufen, loge ist uns beim Teuerland die Nacht erschlafen. Und es weint ihr Hand, a Vogel wird auch euch vermattert, Fach und mit die Fliegel noch an Hand, und singt darauf ihr Chor. Na, meine Mama träßelt Gicht von sich dem Drimmel ab, wie ein Bemel träßelt auf dem Regen. Ihr Ponym räuchert sich a Feiertop und ihre Hände sie mesten wegen. Sie teine Tein, sie ruft, bis sie drimmelt wieder ein mit halb vermachte Augen. Es tabt ihr Hand in kalter Luft und bleibt da so schön ausgezogen. Und der See, ja Schotten auf dem Schnee, schockelt sie sich a ganzen Tag bis in der Nacht stieg. Sie wiegt sich wie der Spindel von ihr Wog, geht hin und auf zurück, geht hin und auf zurück. Und da so ja neu geheukerte, in größer Horb, feult sie in dem schneeigen Gedreh, wie die Äppel in ihr Korb und schlaft, wie Keulen glühen ihre Backen, es schneit der Frost in Hals und Nacken, und im Wind und Schnee verweht, schläft mein Mame stehendig erhebt. Und chropet schon wie ein gut latter schwarzer Hund der Häuf, nehmen sie ihre Koschegäste neu wie ein Bettler seine Groschens, und das reute Augen teuer wird verlassen. Noch gleich beim Schwelze jammern sich ihre Tritt, und sie ist gehofft, sie tobt sie tun mit Stiebel mit und schlaft. Das Lämpel schlug erst in ihr Hand, stieg sich in dem räuchigen Gewehen, sie wiegt sich bei der Wand, wo ihr verfällt bei Mazewe stehen und schlaft. Es leuert in ihr Hand die Hack, auf ihre ausgekrümmte Finger, und auf ihr Moger zerknetschter Back leuern in Hebele die feierliche Zinger und sie schlaft. Es frieren ihre Hände in Multer,
vergessen sie herauszunehmen. Es dreißelt sich ihr in der Schulter. Sie wascht, sie schleudert mit der abgelosten Breme und sie schläft. Und haben sie schon zwischen ihre Knie dem Top, das Löffel zu ihrem Mäuel, fällt ihre Hand zurück herab, an ein gematterte Unfeuer. Sie schläft, mein Mann schläft. Von der niedriger, poscherter Parnasse von Verkäufen verfreuene Äpfel hat gerade geschaffen, als eine tief rührende Gestalt von dem Amcha. Die Arbeit von der Mammen hat sich eingegessen in ihr ganzen Guf und gemacht von alle Evrem noch lebendige Beschäftigten. Knien, sifzen, Händ, weinen, der Häuf chroppet und die Mame schläft. Wie Justin Cammy hat gesagt, ist jeder Strickel, hat sagt man, die Stricklich, ja, jede drei Pintelech in dem Lied a Simen, als die Mame schläft ein, willendig, sie nicht willendig. Als ein Lied soll öffnen, das Buch, was heißt Ja, fragt sich die Frage, wo ist der Ja? Wo ist die Hoffnung? Durch Lieder wegen der Mischpache, also wie der Tate starb oder mein Leweihe, und wegen der heutigen Weltpolitik, malt gerade ein Bild von einer Welt, was geht unter, wo der Jochid hat nicht keine Macht über sich und über der Zukunft. Beim Sof von dem Buch Ja kehrt gerade über die klassische Visie von dem Novi Jecheskel in Toll von die drückenden Beiner, anstatt Auflebung und Geule, ein Durchfall. Von Zar reißt Jecheskel herab sich sein Scharben und wird nicht, die Finsternis schippet euch starben. Zurück in die Grieber, verscholtene Gorem, in ein Käfer 100 und einer in Hunderte, Hunderter Quorum. Also sollt ihr liegen von itzder bis ewig, und weckt euch wer eufet, zerfällt wieder stäbig. Steckt Nacht zu dem Toll wie ein riesiger Geier, uns wachen die kuperne Schlangen voll leer. Uns nimmt durch die Kuppes Evrem a Jommer, der Novi, nicht Tomer. Die, was wissen von dem hebräischen Poet Chaim Nachman Bialik, werden sich nicht wundern, was gerade hat gesagt, als Bialik ist mir gewesen zum Neunsten in alle Hinsichten. Das heißt, ein moderner Dichter Novi, was kennt nicht und will nicht raten das Volk. Also endigt sich das ganze Buch Ja. Ist noch als wo ist der Ja? Was ist es? Es lassen wir sich wenden zu dem Titellied, was steht gleich vor Jecheskel im Buch. Und das ist ein Auszug. Ich kann nicht sein der Vogel in die Zweigen, was singt, sich stamme so singt. Der Vogel, was wiegt sich stamme so und singt. Der Vogel in sein Frühling fliehe viele, ist doch euch nicht frei in sein Gesang. Ich, der Einikel von der Gorille, seh die ganze Welt in ihr Zusammenhang. Gottes singendiger Guf in höchsten Form, bin ich der kranker Mensch beim bläuen Scheub. Ja, das ist der Freudgeschrei von Sturm zu dem Wärmel in Stäub. Ja, das entfern die Sterne, Amen. Auf mein Jammer, was verkleidet sich in Gesang. Als, was hat ich nicht kein Namen, kämpft in mir an gegen Untergang. Ja, hat die Bestimmung, wer zu mir geschleudert, von Jam mein Muttertracht und Wald mein Weg. Alle brühmlich gedenken noch, in weit dort, mein Äußern mit Jahrtausender zurück. Ich weiß, die Sterne seien weit und ewig, nur ich, der kranker Mensch, beim bläuen Scheub, weil mein Herz, was ist nicht mutig und nicht gläubig, a viele mit Gewalt befällen, Gläub. Gläub, die Finger meine ziehen sich wie Strahlen, wie Tränen rinnt von mein Gesicht der Blau. Mein Herz, der schlag sich zu dem Qual von aller Qualen, der schlag sich zu dem ersten sorgendicken Ja. Gerades Ja ist schwer verdient. Er kann nicht sein der blinde ästhetische Vogel. Er sieht die ganze Welt in ihr Krankheit und ihr Sturm. Und fort will er sich vertiefen in dem berechtigten Ja.
Und wer ist der Adressat? Die Sterne, die Chayes. Mistome, nicht Gott. Das ist ein lehachistiger, paganischer, humanistischer Ja, was prüft a Rübersteigen, nicht nur dem Nein von der Welt Gufe, nur euch dem Nein von der Musser Yeshiva. Kedei abzuschätzen, dem Ja, soll man guckt auf Grades Zweitbuch, die Poeme Mussernikes. Erstens heraus in Apotaschu und Leiviks Sammelbücher in 1938 und danach in Wilna in Buchform in 1939. Mussernikes dramatisiert Grades Verlassen die Novare Docker Musser Yeshiva. Von 1924 bis 1926 hat gelernt in 3 solche Yeshivas von der Bewegung, was Josef Joisel Horowitz hat gegründet in 1896, ein halber Jahrhundert nach der Gründung von Musar Bechlal von Yisrael Salanter. Horowitz's Teure hat verwandelt Salanters Prinzip von Cheshbon HaNefesh in ein unberachmonistigen, straferischen Regime. Gerade sagt, als man hat gelernt, die Talmidim zu schämen sich für sich allein. Das hat geheißen Schwieres Hamides, das Zerbrechen, die Mides, Auswurzeln von sich alle Begehren und Interessen, absagen sich von dem menschlichen Geist und euch von der dreußendiger bourgeoiser Welt, in Gejäg nach totaler Avoides Abeure. In seinen Poeme mussert gerade die Mussernikes allein. Sie haben so lang geschmissen sich mit eigenem Geschrei, bis sie haben aufgehört zu schämen sich zu umgehen nackt. Von reinigen sich sind sie geworden voll mit unreinem Verdacht. Sie haben so lang auf sich allein getrotten und gekracket, bis sie haben schon von gar nicht äußer sich getracht. Der Proof, sich allein zu reformieren also, ist ein umsister und ein schädlicher Leutgraden, was geht lehepig zu der menschlichen Psychik, was der moderne Sucher, hat so abgeschätzt und besungen. In der Yeshiva hat gerade sich gedreht, das heißt gewackelt, gelehnt treffende weltliche Literatur wie Apotaschus Roman in Polnische Wälder. Seine Ranglenischen, der Griechen dem Spitz beim Sof von der Poeme. Der Alter, Arden Koidisch, mit den Hegel Sifrei Teures, nimmt Fallen, und Chaim Wilner, gerade als autobiografischer Bimkem, guckt und gafft. Und Chaim Wilner ist gelegen bei der Kloistier und gezappelt, gerissen sich gewollt in Rettungsleiter seiner Stapel, Ratewen, und nicht gekennt weg von Schwell. A Jomerton, die Zunge ist eingefroren in sein Kell, und plötzlich hat die ganze Klois von ihm sich abgerissen, der Abendkoidisch hat sich aufgeheben, hecher, a verklammerter in Händ. Chaim Wilner hat sich mit die Zehen in Deal hereingebissen, nur es haben durchgeschwindelt vorbei ihm die Wend. Weggestürmt, wie vermischbete Titanen auf den Guillotinewagen, von Weiten hat noch sehr dünner sich ertragen. Avinu Malkeinu, tu dein Geist, dein Heiligen von uns nicht ab. Der Dünner hat sich teub als mehr und mehr erweitert, und Chaim Wilner ist geblieben, a Verwundeter in einer Kopf, a Blinder in einer Nachtwald bei einem ausgebrennten Scheiter. Ach, Chaim Wilner ist schon euch nicht da, sein Licht ist ausgerunnen, nur ich, der durchgegräulter von Koschmar, bin in der Nacht allein geblieben. Ich, was hab sich in dem Kedusche-Gräuel gefunden, hab auf der Megille das verschrieben. Nicht gekannt weg von Schwell. Also bleibt stehen unser Held. Interessant, was beim Sof von Ja ist der Novi, von Jecheskel in Ja ist der Novi nicht Tomer. Ist Chaim Wilner allein nicht Tomer beim Sof von Mussernikes. Ein anderer Chaim gerade bleibt wie ein Edes und Säufer. Schreibt nicht kein Poeme, nur eine Megille. Also verheiligt gerade sein stürmische, nicht derendigte Befreiung von sich allein. Und das wird ihm nachjagen ein ganzes Leben. In sein Meisterwerk, Tzemach Atlas oder die Yeshiva, der zweibändige Roman von 1967, entwickelt gerade dieselbe Thematik, aber mit weniger Bittel und Spott für die Mussernikes.
Die, was willen beemes verstehen, dem Roman, sollen anheben von der Dosiker Poeme. Für sein Werk Musenlikes hat gerade bekommen eine Prämie von IKUF, der Jüdische Kulturverband, in 1939. In der Rede, was hat gehalten auf der Zeremonie, das heißt wegen dem Sinnen von Dichter und Dichtung, kommt zur Rede gerade das neue Begriff von dem kollektiven Achreis von dem Künstler in einer sturmdiger Zeit, Erev der Zweiten Weltmilchome. Aber gedem wir sollen nötig sein, müssen wir nutzig sein. Wir müssen suchen in der eigenen Geschichte Begeisterung, Kraft in die heroischen Beispielen von der Menschheit, gemutigt zu werden in der nationalen Katastrophe, was wir leben, über. In der Kufe von Jeride muss der Dichter aufheben sein Stimm mit betachendicken Gesang. Also wird lernen von den Neviem, welche haben in Zeiten von Hoffärtigkeit gewarnt vor der Sakone und in Churben, wenn alles es schon gelegen zerschmettert, angesagt dem Trias Amesem. Wir können sie aber sagen mit den Wörtern von Novi Yechezkel zu den Assimilatoren von seiner Zeit. Und das, was ihr redet sich ein, als ihr wird werden wie die Völker arum euch und sich mit sie vermischen, das wird nicht sein. Mit Gewalt, mit Sturm und Zorn will ich euch zwingen zu sein, Erfolg. Das heißt, der Ich, das ist der Novi und der Dichter. Ich gebe über ein bisschen. In dem soll euch der jüdische Dichter gefunden, sein Ziel, sein Ruhe und sein Schlimmes. Otto Ziel hat gerade gehalten Teier in den Jahren 1941 bis 1948, wenn es nahe nad, anlaufen von Wilna, rein in die weite Mekoimis von dem Sowjetenverband, euch Moskwe, zurück in Wilna, danach Lodz und Paris. Von dort kufen seinen Reus 3 wichtige Bände. Deures 1945, New York, Verwachsene Wegen, Paris 1947 und Platim, euch 1947, Buenos Aires, und das ist ein Teil von der wichtigen Serie des polnischen Judentum. Interessant ist, was das zweite Buch, Verwachsene Wegen, nimmt ein bloß grades farmilchomedige Lieder. Für was herausgeben nur solche Lieder in ein Buch davke nach der Milchome. Gerade verändert sich also in der Hakdome. Sie hat beklagte Sinn zu veröffentlichen jetzt Schaffungen von vor dem Krieg, Schilderungen und Stimmungen von einer schweren Erfzeit, was es im Ganzen begraben geworden unter die Kurves von unser ruinierten Leben. Ich meine, also es hat ja einen Sinn. Schon zu lieb dem allein, man soll wissen, a wie viel unser Schreiber dort hat vorausgeahnt die Katastrophe und a wie viel wir haben nicht vorausgesehen, den Bruch, was rückt sich an. Es ist mamisch zum Wundern, wie stark es ist gerade das Vorgefühl in die Liedergufe. Zu lieb der Zeit will ich nur zitieren die erste und letzte Strophes von dem ersten Lied in Verwachsene Wegen, der Narev, was ist ein Teich in Polen. Der Narev, ja, halt in Sinnen das Jahr 38. Der Narev sah raus auf uns von seiner Heuche Bregen, a Beis der Zornter in Sturmtag. Wir seien in Gewittern wie Schaf in Wind und Regen, vertulliert bei sein Brust gelegen. Jetzt müssen wir a weg. Oh, verschwenkt hat uns der Narev. Wie können wir vergessen unser Himmel und die Träumen der Mames Schlaflied über unser Weg, mit unser Leib, wie mit der Dampe will mir sich zäumen, als du sollst mehr nicht überschäumen dem Schwell von unser Glück. Oh, verschwenk uns nicht mehr nicht, Narev. Die letzte Schure ist in der Emerson ein Refrain durch dem ganzen Lied. Speziell beulet ist der Meer in Mernit und Asa Beit von der vergangenen Zeit auf ein Befehl beim Sof. Das heißt, schon in 38 hat gerade gefehlt, als das polnische Judentum steht für Atom am Mabel.
Schmerke Kaczerginski, der was hat bekannt, Sutzgewehr mit Gerade, hat später geschrieben, als das Lied der Narew hat man deklamiert in Wilner Ghetto, in einer Zeit, wenn alle haben angenommen, als Gerade allein ist schon gestorben. Bedauert, er ist lebend geblieben. Andere vormilchommedige Lieder seine haben euch gehabt einen starken Abklang. Der Partisan, Abba Kovner, hat deklamiert gerade kleinem Epos Gewehen von Deures von 36 auf einem literarischen Abend in Wilner Ghetto. Das Lied, was ist zu lang zu analysieren, da jetzt dramatisiert die Probleme von Eurydice Deures. Alte heroische Sedes und ältere Sedes, was seien gegangen auf Kiddush Hashem, beweisen sich in die Chaläumis und Koschmaren von Seire Eniglach und Monen Achashbun. Für was seid ihr als solche Pachdonim, fragen sie. Das Lied hat man euch gelernt in Auschwitz, Leut Kaczerginski, wenn man hat sich bemüht, sich zu machen Herz, zu schöpfen von dem Qual von jüdischer Gewurre. Und jetzt zu den Liedern von Grades Navenadjorn. In dem Band Platium gefindt man nicht nur an Ode zu Bialik, nur euch Betrachtungen wegen dem Geurel und dem psychologischen Masse von die Entlaufenen von Litte und Peulen. Lass mir hören noch einmal von Grade allein, das ist das Lied mit dein Guff auf meine Hand. Ihr werdet hören Varianten von der Rekordierung, was anders von dem Text, aber ja. Mit ein Guff auf meine Hand. Verscholten bin ihr, sind ich hab dich verlassen. Eu von Achsel die Schier hab im Weg sie gelassen. Sie auch da klolle mir noch, kein Honig gefunden. Noch in Trist hab ich doch, das da halt mich beim Sinne. Auf der Leben will ich mit dem Sof und die streiten, will ich kommen und Schiech in mein Land den Befreiten. Zwischen uns wird nicht sein, mehr der Meil mehr Hallech, und in Schnee und Schein mein der mordeter Malech. Weger dämmelt sich an und kuscheust deinen Brennen, sie ist dein Kopf heut der Morn. Auf die Hand will ich nehmen dein verfreurenem Guff, am Mirmelner Kalter, und ich hebe ihm auf in der Schein der Zerstrahlte. Ich will stehen in der Breit auf dem Kreuz von den Wegen, und bei jedem, was geht und was fort, will ich fragen. Efter weißt ihr, für was ist mein Teub umgekommen? Seht ihr Ponym ist Glas, seht ihr Schmeichel dem Stummen? Efter weißt ihr die Sinn von ihr Herz, von ihr Trachten? Seht ihr Auge ist doch blind, seht ihr Lieb dem Verschmachten? Sagt, sie kennen der Welt Fried und Liebschaft noch geben, aber es grint noch das Feld und die Vögel noch schweben. Mit ihr Guff auf die Hände und der Welt will ihr blonken, wie ein Steinmonument, wo der Teut mir geschonken, und ihr such an Ort, wo ihm zu stellen mein Malach, und an Trist und an Ruhm mit der Steinmasse fall ich. Aber oi Weh und Wind, ich will zwischen die Teute, nicht gefinne mein Kind, und das Leib, das verbläute, mit mein salziger Träger mehr nicht kennen befeichten, und der Kuf keinmal mehr wird von mir schon nicht leichten, ob ich will euch dem Stäub mehr nicht kennen gefinnen, weil ihr sucht mein Teub in dem Marsch von Ruinen, und beim Tor, wo starrt auf der Bruder bis Ceylon, und da waren zart mit dem Heuch von meinem Mäulim, und zum Himmel bläu gleich, weil ich ständig bewachen, jede Werbe beim Teich, jeden Stehen bei den Schlachen, auf die Knie will ihr dann bei jeder Grub weinen, und Ja, es wird schon eine Sache anders, aber ja. In die kurze Schuris
fühlt man die unatemdicke, fatalistische Hoffnung von dem Redner zu gewinnen, sein Teub, sein Malach. Autobiografisch gerät ist das Lied Amin Kaddish noch grades erster Freu, fromme Liebche, hatte sie. Was hat nicht gekannt Reus von Wilna mit ihm und ist umgekommen in Ghetto mit grades Mame euch. Zur Autobiografie tormen das Lied aber nicht reduzieren. Das Lied drückt euch aus, dem Treuer von jedem Leben gebliebenem, was will noch einmal sich vereinigen mit der verlorenen Geliebten. Wie viel eine Vereinigung soll nicht abkosten? Gerade hat Kaddish gesagt, nicht nur noch Menschen, nur euch noch ganze Städt und Städtlach und euch noch der jüdische Sprach. Ich gebe ihm wieder das Wort. Das ist mein jüdischer Loschen von Platon. Mein jüdischer Loschen. Bei der Nacht von der Gestlach was Taien verloschen, recht heraus der Gesang von mein jüdischen Loschen. Der Gesang fläht durch finstere Gatzlabyrinthen und wirbelt wie Schneen in bräusige Winden. Ein Bruder dem anderen hat nicht benommen, bis der Tag ist weg und die Nacht ist gekommen. In Dunkel erkennen sie einer dem Zweiten, das Fremd an sie hängt wie zerrissene Ketten. Bei der Nacht, wenn ein Wolf nur ein Wolf erkennen, der kennt sich mein Sprach und die Augen ihr brennen. Mein Tate singt still und sein Kohl ist von Samet. Ich hör meine Brüder von Reißen und Samet. Ihr gehen auf die treuerig stillen Igunim und trink von einer kalten, tiefnachtigen Brunnen. Lat Galie, mein Mame mit nachtigen Grinne, wiegt über mein Kopf sich wie über eine Trine. Es geht auf halbe Nacht, wie a Sonatze glitte auf zeitige Felder mein Loschen von Liete. Die Snoppes in Ostien von Sturm gedroschen, zerspritzt mein gekernter polischer Loschen. An unsere Pläsket in Klang im Voliner und saftig ist wie der Jungros der Griner. Schmeckt mit Weinkeller, Säubs, Mamelige, a moldawische Dömbene, Hige. Mit Liedern Schenken und Wollachs Verbänkte und Chorwe Heimen von Dniester verschwenkte. Wie Phosphor in Torf nernt in Dunkel mir scheinen, wenn freudig und hilchig zerrät sich Ukraine, ruft du der Stepp durch die windige Kleider, sunk tu der alter vergessener Cheder. Bei der Nacht von die Gestlach was Taien verloschen, wachst da Reus 100-händig mein jüdischer Loschen. Gibt dieser Bäum 1000-jährig im Wachsen, gebrochen vom Wind und befruchtbart von Schlachsen. Und Wärter wie Strick über Tommen geschleidert, verbindende Herzer verfremd und erweitert. Gebräus, uns benehmen sich Länder und Kanten, durch Chotem, durch Klang, dem Gespirten geahnden. Und es klingen sich Klangen wie Teichen zusammen und kochen herein in mein Herz wie in Jamen. Und ihr Spiegel in See wie in Marmorbassene mein Ponym, was dunkel und trüb ist von Vene. Verbrennt ist mein Heim und ich hoffe es versunken, noch Kerner in Asch hat mein Loschen wie Funken, und der Wind um mit tun trug die Kerner voneinander, wie mein Volk seinen Beinen zerseht auf dem Wander. Und nirgendwo wird noch ein Wanderer kommen und dem Tropfen den letzten von durchsticken Gummen, rein euch im Wetter im Mäuel von der Zweiten, und wie Bienen zertrogen dem Honig von Queten, mein Loschenbach fruchtbar wird meine Brüder, und klungt und durch See wird mein Herz, meine Lieder, was ich hab in Gestlach, was Taien verloschen, gesäugen mit Blut von mein jüdischen Loschen. A Peirisch wird öfter Kalli gemacht, das Lied, was rät sich und singt sich allein.
Genug zu bemerken, als das Loschen ist das Volk, zersäht und zersprayt, versunken, aber noch nicht im Ganzen verloschen. Der hypnotische Rhythm ist nicht abzustellen. Und in dem liegt gerade Hoffnung, als das weiter Reden und Schreiben Jiddisch wird befruchtern das Volk euch. Zu lieb der Zeit will ich überreden ein bisschen. Und jetzt zu dem Buch von 1950, Schein von verloschenen Sternen. Gerade hat weiter verbreitert seine Horizonten von Elegie in dem Band, mit Kapiteln wegen gewisser Städte, dem Kelter, Pogrom und Auschwitz. Das heißt, dass gerade legt Arauf auf sich dem Chiev zu sein der nationaler Ovel. In derselben Zeit vertieft sich noch tiefer in dem Jochids-Leben. In dem Zyklus der Gilgul von Ruinen beweist sich eine geliebte Frau und sucht ihr amoligen Kossen. Der Gilgul von Ruinen, die Verlosene. Zu mir kommt bei der Nacht der Frau ein Gilgul von Ruinen. Geliebter meiner, du hast mich verlassen. Wie der lavonniger Abglanz auf die Chorwes ihre Augen grinen, die Winden harbstig ummittig in ihre Locken blasen. Die Tränen keiklen sich von ihr verbleicht Gesicht, und sie streckt aus zu mir zwei benschendige Händ, wie's wollten anstatt mir zwei schabestige Licht auf mein Geleger silberdig gebrennt. Die ausgenockte Lippen ihre schäptchen auf verweint Gebet. Oh Gott, gefunden, mein Geliebter hat eine neue Diere und dort weggestellt sein Bett. Er hat sich von der Ghetto schon herausgeklieben. Er will, der Wind soll abwischen die Spuren von die Fußtritte seine. Bin ich allein die Wächterin von der Verjossenheit geblieben, zu abhitten die Teute Gesslach meine. A weg ist in fremde Städt, wie turmdige Bovels aufgebaut. In sehr steinerigen Boden will sich verpflanzen. Nur seins ist bloß die Churve. Gott, ihr Asch ist eingegessen in sein Haut und ihre Splitters Glas in seine Augen glanzen. Und ergens in der Winkel war der Chuppebett, a Schotten, der Chossen soll zurückkommen und sollen mir erkennen, sein Gott bescherte, und soll genennen zu mir, der Wächterin von Ghettos hinter stechlige Drauten. Also ist bei mein Bett misspallel mein Geliebte, die Verloste, die Churve, a Verstellte in a Freu. Und auf ihr Ponem finkeln Tränen wie der Toi, was fällt auf Bruchstücker verroste. Nur bald zerschmeichelt sie sich, ihr Gesicht wird jünger, sie leucht an ausgewaschene in Tränen und in Pein, und sie zieht aus zu mir ihr dienem Finger, als ich soll sie mekadisch sein. Sie lässt vor mir herab sich auf die Knien, streckt aus die Arms und verwahrt Körper hinter, und ihre Backen nehmen Glien, bis nimmt sie gehen in mein Gebein der Winter. Du sollst nicht suchen, sich kein andere Geliebte. In meine Augen leuchten deine schabestige Nacht. Ich bin mit dir durch lange Läden verkniepte, wie ich verkniept dein Hals mit meiner schwarzen Flecht. Als du sollst wählen mit mein Leib sich porn, auf ein Geläger zugedeckt mit Stäuben, ruf ich zurück zusammen meine junge Jorn, wie einer ruft zu neu, a Tschate, Täuben. Und sie zieht euch zu mir die twielidige Lippen, ihr Herzgezappel stiehlt sich ein, wie Gewitter in der Weit, sie tut ihr zu mir ihr Leib, was zittert noch von frierdigen Klippen. Und ausgebenkt sie singt dem Shira-Shirim von ihr kalle Zeit. Ich weiß nicht von anderen als solche erotische Churbenlieder. Gerade mobilisiert die Motiven von Shira-Shirim für seine eigenen Zwecken. Das heißt, als das Begegnis mit der Freude, was Take a Churve und die Churve ist a Freude, das Begegnis ist sei romantisch und sei allegorisch. Die Freude, die Verloste, ist allein euch a Churve. Kein tieferer, spannendiger, rührendiger Treuer kann nicht sein.
Die Frau in dem Lied sorgt sich wegen dem gewesenen Chossen ihren. Weg in fremde Stadt, in ein neuer Dire, weit von der ersten Chuppebett, bemüht sich zu vergessen, sein und sehr over. In ein anderes Lied, Mebel, von dem Buch Der Mensch von Feier, 1962, der weist gerade die Falschkeit von dem Sprichwort oder von dem Idiom Meshana Mokem, Meshana Mazel. Dort, wo der Poet gefindt sich euch sein Over. Das lässt ihm nicht ruhen. Und haben wir Herren von gerade noch einmal. Mädel, noch lange Nacht von Wachsein und von Wackeln schicker, wenn ich versink in Schlaf, der herrliche Gewalt. Das Gewalt, wenn bei mir in Stub die Mädel sticker, wie's wollt in dem Gehils, Gebusche wird der Wald. Mir Chures haben sich verstellt in einem Mäbel, hat vergessen die Versunkenen in Lehm, die Grieber, die Vergossene mit Pech und Schwebel, und als hat geschworen, bleibt man daheim. Mir Chures haben sich verstellt in Bücherschanken und ihm dem Polit in a Heima reingenarrt. Jetzt schlaft süß und haut in a Nacht Gedanken in Hinterstibel von seinem Mojach eingespart. Mir Chures haben sich verstellt in welche Stuhl, in Wand und Bilder, was guckt mit Liebschaft an, hat sich allein wie auf ein Mensch aduln an Ingmisch und go im Kaften angetan. Hat sich eingegraben in einen fremden Boden und näht sich Kleider gleich wie in die alte Tag, wollte hat Schweißzeug zugegräht in die Schufladen, sich zugegräht mal Buschim auf dem weiten Weg, is Hiter ab Xaviaden und Papier und Weiße und seine Finger krampfen, schreiben euch von Schlafalied in Gramen, sie haben nicht gegrammte Meiße, was händigt sich mit aller Weihe bei dem Sof. Hat vergessen seine Schuhe bei die Quarry und will uns seine Möbel eindecken in Plusch und leben in die Schemes wie ein Bicherwäum und starben auf sein Bett bin Schieke mit der Kusch. Is lange räustern sich von unseren Parzufim und weiß nicht, was mir seine Chuves noch. Wie her ist bloß ein Gilguf und verbrennte Gufim, ein Mess, was wächst ihm noch die Nägel und die Haar. Der Sturm gewaldet wird von alle teute Sachen, der Hilzener Gelächter dunnert, knallt und blitzt, besinkt ein zurück das aufgebräuchte Lachen im Mäbel, was bleibt stehen, poliert und fein geschnitzt. Die Bücher schanken ungestoppt mit Ruhe, und sie verbeiten mir mein teute Welt, also wie es verbeiten kalte steinerne Statuen, dem heißen Atem von einer lebendiger Freude. Gerade kritikiert sich allein in dem Lied. Der Schreiber prüft, sich zu behalten in seine Svarim. Er meint, dass er kann Joitze sein mit der Meise, was endigt sich mit der Leweihe. Nein, die Schwue bei die Quorum ist a strengere. Gedenken dem Churben heißt vielen Umetum und allemal die ewige Churve. Wie gesagt, hat Chaim gerade sich besetzt in Amerika in 1948. Der Jüdische Kulturkongress hat ihm verbeten, zu sein einer von den Hauptredner auf der Konferenz. Er ist angekommen von Paris im September mit dem Plan zurückzufahren, kein Europa, aber er ist geblieben in New York. Ja, das ist von vorwärts Oktober. Derweil ist er noch als ein Gast in Amerika mit den anderen europäischen jüdischen Schreiber, aber er wird bleiben. Kann man fragen,
Für was gerade hat sich nicht besetzt in Israel, in asa geuruldigen Moment von 1948. Jahren später hat er viele ausgedrückt sein tiefe Charote, was hat nicht Eule gewinnt. Leut David Fischmann hat gerade gesagt, als wohnendig in der nahe jüdischen Medine wollt gerade geblieben a Poet, verkischt von dem Ness, von dem Wiedergeburt, von dem Volk. Und der Fall ist besser zu bleiben in Goles, in New York. Das ist das prosaische Leben, von welchem man kann schreiben, Prose euch. Gerade ist zum ersten Mal gekommen, Ken Yisrael in 1962. Man hat ihn warm aufgenommen, das sind die alle Affischen von die literarischen Abenden. Seine Werk hat man übergesetzt auf Hebräisch. Nicht weniger wie der Präsident von der Medina, Salman Shazar, hat sich gezählt zwischen die Übersetzer seine. Ort ist grades Lied Jerusalem von dem zweisprachigen jiddisch-hebräischen Band auf mein Weg zu dir. Man hat euch zugestellt Noten zu dem Lied. Und mit dem will ich endigen. Jerusalem. Dein Tochter Wilne lebt nicht mehr, Jerusalem. In Teubenschlag bei Gott ist sie, Bitzror Achaim. Dein Tochter von der Litte ist Rauf in Feier, wie ihre älteste Schwester Worms, Mainz und Speyer. Wie ihre Zwillingsschwester Alt Lublin und Kroke, weil sie hat nicht bescheint wie dich, die Sohn von Stocke. Gott Jeden haben sehr Winkel stehen, getestet, und sehr Besten ist gebeut gewesen auf Chesed. Bloß du, Jerusalem, wirst gehit in Igel, von deiner Berglach lebiges mit Fliegel. Bloß du kannst weiter schmeicheln sonnig durch die Wies, noch gar das Blut von deiner ausgetriffte Schies. Und bloß auf deine Teuren ist Gott der Wächter, du Mame, was lebt über alle ihre Töchter. Wenn ich hab dich der Sehn, mein stille ihr Hakoidisch, hab ich der Sehn, mein Mamin, wie sie bischt, Rosh Chodesh, und wie ihr süß gewähnt, zit eus sich goldig strunig, und zittert auf mein Ponem seudistig und sunnig. Und wie man geht von Tier zu Tier in Gas ariber, bin ich von Wilne gleich herein in deine Stieber. Von meiner Kleusiden zu deiner Jerusalmis, von meiner Werbes bei dem Teich zu deiner Palmes, von meiner Horapaschnikes in enge Hemen zu deiner Poalim von heißen Midberthemen, mit alle meine Woglenischen und mein Blonken, mit gar der Last von Sinn, was es mir nicht geschonken, und mit mein ganzer Stott, was Gott hat nicht begnädigt. Ich steh vor dir, Jerusalem, ihr Hatzedek. 2 Schmiedes hab ich abgetreuert in dem Bovel von gläsernem New York und bin noch als ein Ovel. Und was ich boi, wird mitgeschleppt von Strom dem Starken, und was ich pflanz, verkriecht das Wildgras durch mein Parken. Und weil ich bin geblieben ein Fremder, ist beid ich Städt und Länder wie verschwitzte Hemder. In Rio de Janeiro heißt a Fels Gottes Finger, gewiesen hat gar nicht, mir soll werden geringer. Und euch wus treffen sich 2 bläue Okeanen, beim Dormspitz von Afrika bin ich gestanden, nur wie die Qualje sollen sich zu mir nicht stoßen, bleibt stehen die Welt a kalte Mirmulne in Dreußen. Ich hör noch Murmeln Oseres und Sosne Beimer, arum mein Wilner Heim, was ist schein nicht mein Heim mehr. Wie tief es murmelt nicht an Urwald as Sosnover, red tiefer noch zu mir dein felsig stummer Over. Gott hat dich mit Wissen Stein herumgetürmt, hast du an Abgott von kein Stein sich nicht geformt. Bei deiner Eingang statt von ewigen Gedeuer hab ich herabgelegt dem Wanderpack von Treuer. A Wund in Herz ist mir mein abgelebter Jäuvel, weil ich hab in dein Sohn und Bläu sich nicht geteufelt. Und weil ich hab nicht mitgebeut dem Weg dem Nahem zu deiner alte, teuren Jerusalem. Jerusalem lebt über, die Mame lebt über ihre Töchter.
Das ist von einer Seite sicher Geule, aber asa Geule kommt auf den Chespen von der Aveide von Wilne. Der Narrator kommt an in ein neuer Heim, ja, aber er verspätigt sich. Er hat gedacht abrichten Galles in Bovel, in New York, gedei zu sein an Ovel. Das ist ein Beruf. Das ist der zentrale Gramm euch, Bovel und Ovel. Das Murmeln von seinem Wilnerheim hat sich ja verstillt, aber keinmal wird nicht schweigen im Ganzen, a viele in dem Ir HaKodesh und öfter befragt in dem Ir HaKodesh. In die letzten paar Jahren forscht man die Themen von Jiddisch in Israel und was die so gerufene peripherische jiddische Literatur hat zu sagen wegen Zionism. Gerade Zionism ist nicht in Sofik. Die Lieder in sein Letztbuch besingen das Land und die Medine wie die Verwirklichung von die uralten nationalen Geläumes. Der Mond beglaut nicht die Palästina, nur Amin Seine. Von deswegen ist gerade Verwurzeltkeit in Wilne und in dem langen irdischen Golles, von welchen er kann und will sich nicht herausreißen, sei in der Prose, sei in der Poesie, allein a Provokatie dem Zionism. Der letzte Singer von Wilne, der letzte Ovel, der mahnt uns, als der Nationalism beut sich sehr oft auf ein bisschen Amnesie. Gedei einmal zu gedenken, von wannen wir kommen. Kein größer Ausführen habe ich nicht, weil hoffentlich habe ich gewiesen, als Grades Poesie ist zu groß für dem, aber ich gucke raus auf eure Fragen. Danke. Adan Gershon, äußergewöhnlich, wer will nicht sein Gershon-Preis ist ein Literaturtalmid? Ich will sich verschreiben auf Klassen, Gershon. Ein größten Dank, Memes. Äußergewöhnlich. Ein Dank für den Spazier über Grades Lebenswerk, der Ricker, die Poesie seine. Ich will fragen in mein Namen und euch in Namen von, ich bin sicher, a größer Lehrnerschaft und Lernerschaft. Was gefindt man und wo gefindt man das? Wo gefindt man a Kritik, a kritische, a Korpus, a kritische Arbeit über Grades Poesie? Wir seien gewöhnt zu lernen, wir seien gewöhnt zu reden wegen Grades Prose. Die Welt klingt mit Graden wie ein Prosaiker. Nur, was ist die Geschichte von der Kritik über seine Poesie? Was ist Kedai, was ist da und was wirst du lernen in dem Kurs von Grades Poesie über ein Semester oder ein Jahr in der Zukunft, dass wir in dir beten das tun, weil es ist kenntlich, als man muss. Ja, das heißt, seine Mitzeitler haben rezensiert seine Poesie, und einmal kritikiert man ihm, die Rezensions von Bashevis seien sehr scharf und kritisch, aber es ist nicht so keine systematische Behandlung von seinen Schaffen. Ein paar Artikel auf Englisch von Schentuch und andere, aber noch eine Sache ist, was man hat kaum übergesetzt, seine Lieder. Ich meine, jetzt ist die Zeit, dass man so anheben, übersetzen, also wie die Prose, setzt man über, als jetzt ist, ja, ich meine, das wollte gewinnen, ein guter erster Tritt in dem, ja. Ist da gar nicht von der Poesie übergesetzt? Ich allein bin nicht bekannt mit keiner Übersetzung, dem haben es gesagt, von der Poesie. Ja, ich meine nur ein Kapitel Ali. von Musenikis, Musanik ist aber recht, nicht das ganze, nicht das Werk. nicht die ganze Poeme. Ja. Ein paar Lieder da und dort, ein bisschen auf Hebräisch versteht sich, aber Mhm. ja, nicht keine Sache. Aha. Fein. Ich habe nicht ermahnt, seine Elegie nach die sowjetisch-jüdische Schreiber
das befindet sich in, ich meine, Penguin, Modern Yiddish Verse Mhm. von Osik, oder? Mhm. Ja, aber ach gut, dem geht kein Sach. Fein. Dank noch einmal ein außergewöhnlicher Referat und Punkt zu der Öffnung von unserer Lektienserie. Ich dem es gewinnt der richtige Moment und der richtige Weltmoment euch, weil, wie du hast allein gesagt, es klingt die Welt mit gerade, na dank der Übersetzung von seinem Werk von wie viel 600, 700 Seiten auf Englisch, sein nicht verändigten Roman, was mir hat ein bisschen zugeendigt, sozusagen, und herausgegeben. Ähm, ich verbet die Zuhörerschaft und die Lerners unsere sich zuzuhören, sich zuzugucken zu alle Lektionen in unserer Serie. Die Serie ist, wie gesagt, geboren geworden in 2019 und alle Videos von unseren öffentlichen Lektionen, based die Sommerprogrammen, seien zum Hören, zum Sehen auf dem YouTube-Kanal von Ivo. Sie vernehmen sich mit a breiter Gamme Themes und wegen Graden hat man a viele früher gerät, Agif, aber nicht wegen dem Poet gerade, nur wegen dem Prosaiker gerade, guckt dorten. Und zu lieb Zeit müssen wir endigen, weil gewöhnlich haben wir a Show und Gerschen hast ungefähr die dosige Show mit Perl eigene und Grades und wir seien dir schuldig, größten Dank. Und er dankt dem Eulen für den Zuhören, sie für den Beisein. Und wir danken dem zukünftigen Eulen von der Ewigkeit, weil, wie gesagt, das wird bleiben auf dem YouTube-Kanal bis in der Ewigkeit herein, für dem Leiner und dem gerade Chosid und dem Poesie Chosid Hanoi zu haben, aber einmal und wieder einmal in der Zukunft. Dank wieder. Dank.